Die Lützeburger Landwirtschaft ist schließlich ganz kleinen Akteur am globalisierten internationalen Markt von der Lebensmittelproduktion, in einem Stand, den alle gut die Beteiligten hier im Land lang kennen. Am Dach ist seit ein paar Jahren in dem Denken am Gangen, sowohl auf der Seite vom Konsument, den sich verstärkt für mehr Lokalprodukte interessiert, wie auch bei den Bauern selber, die immer mehr auf die neue Kulturen setzen, die den lokalen Markt beliefern. Das größte Potenzial ist ganz sicher hier am Land am Obst und am Gemüsebau, ein Sektor, an dem sich in den letzten Jahren relativ viele neue Akteure etabliert haben. Hol mit Beispiel vom Hafenmüller-Lämmer von Konter, den an den letzten 20 Jahren radikal von Milch auf Obst und Gemüse gestaltet hat und hier immer mehr Varietäten produziert. Der Jean-Claude Müller war nach bis vor 5 Jahren hauptsächlich Schulmeister, hat aber die Zeche von der Zeit genutzt, für sich nicht komplett seiner ersten Passion, dem Bauernwesen, zu widmen. Und das ist auch eine Konsequenz vom Mentalitätswandel bei den Leuten, die nur lokale Produkte sichern, die wenigstens den kurzen Transportwege auch noch nie frisch sind. Das ist sicherlich so, dass ein viel mehr grosses Bewusstsein bei den Leuten kennt, weil danach durch die Corona-Krise verstärkt ist, dass man beim Nopa kaufen. Für was muss man weit rennen bis an Neuseeland? Wir können noch für unsere eigene die Sache kaufen. Wir kennen den Produzenten, wir gucken jemand gesieht, wann wir es kaufen, also vertrauen ich dem auch. Und dafür denke ich, dass das schon eine interessante Sache ist. Und noch der Konsument stellt sich immer mehr darauf an, wir können regional anzukaufen. Der Beweis, dass das funktioniert, gesät in Santa Bal 20 Jahre zu Rodel, wo die Kürbisfelder von der Familie Hahn auf den Koppen vom Dorf immer mehr groß gehen. Am Anfang war just Verkauf Haf, mit so viel Success, dass auch Supermarchés sich für die Produktion interessiert haben, an den Aufsatz garantieren, den sogar eine starke Spezialisierung möglich macht. Die Produktion hat stetig an Blut entwickelt. Es geht eben darum, so breit wie als Produktpalette das mit denen weit über 100 verschiedenen Sorten, geht eben noch immer darum, die neuesten Sorten zu haben. Und wenn ihr die hört, dann sagt ihr, dass den Klient das unhält. Aber wie gesagt, für mich als Stoffer, die Nofro auch mit anregt. Mit der Corona-Krise hat sich das Interesse für Lokalprodukte weiter verstärkt. Das merkt noch die 6 Gärtnereien von der solidarischen Landwirtschaft, die im Moment kaum noch Platz für neue Membres fanden. Die Symbiose von Konsument und Produzent ist hier perfekt. Es gibt sech méi Grundgedanken, das einfach das Prinzip von der Solidarität, das heißt, den Konsument verhält sich solidarisch mit dem Produzent. Sie deelen sich am Anfang das Risiko, wenn wir dann nicht mitspielen und die Rekolte man. In dem Moment hat den Produzent eine Aufsicherung und der Konsument kann aber am Gegensatz zu, wenn doch richtig gut lebt, mehr kriegen. Dann ist einfach solidarische Landwirtschaft, das transparent. Der Konsument kann teilweise mit rekoltieren. Das heißt, hier gesagt, Produktion, auch den edukativen Aspekt an dem Sinn, weil er einfach mitkriegt, weltgemäß wiest, könnt ihr back to the roots quasi, wo alles modelliert und auch dementsprechend lernt, mit mehr respektvoll mit Lebensmitteln umzugehen. Den Yves Didrich hat für uns BR dezidiert, auf dem Terrain von der Familie eine solidarische Gemüseproduktion aufzubauen. Da hat man so viel Success, dass heute über 100 Familien Member an seiner Struktur sind. Und alle Woche wird frisch Gemüse von hier beziehen. Wichtig ist ihm der Kontakt mit den Leuten, die all da an den Gärten kommen, für das Gemüse selber zu schneiden, und die so der Natur nicht mehr nachkommen. Ja, aus sich sind wir schon als Vierreiter, wenn wir ja kleiner Fleisch produzieren und als Wunsch denke ich, dass das allgemein so ein Projekt hat und im Gegend dann hat man den größten Teil von unserer Lebensmittelsicherheit am Gemüsebau auf jeden Fall mal aufgesichert. Und so kann dann noch die relevante Betriebe von der Landwirtschaft auf dem Weinbau gesichert gehen, wo Junker mit neuen Ideen und mit neuem Elan ihre Existenz können aufbauen. Das gilt auch an den Wengerten von Mächer, wo Laurence Dürr den Familienbetrieb zusammen mit seinem Pap betreibt. Teils setzt Santayer hier auf Proximität mit den Klienten, was in der Regel alle gute Beteiligten motiviert, für die Qualität so hoch wie möglich zu treiben. Für mich als kritischer Konsument extrem wichtig, weil die will wissen, wie sie hergestellt und Sachen hannerfried. Und das kann ich am Anfang an der Regel rausfinden, indem sie zu Schuhkucke geht und eine Meinung bildet. Und auch mit den Leuten schwätzt, da guckt, passt das für mich, ist der Mensch für mich authentisch.
Stimmt dat wat man seht, davon erliewe mir. Die Landwirtschaft nees mir no bei Leiit bringen ass de Wunsch vu quasi alle gute Produzenten. Am Zentrum steht den Austausch mat de Konsumenten, die sich immer méi bewusst ernähren. Sympathie bringt de Bauern och hier Rolle am Erhalt vun eise Kulturlandschaften an Zeite wo d'ausflieg an Natur zu Lützeburg immer mi populär ginn. Heiler je Grochance fir Image vun der Landwirtschaft auch an Zukunft stärk zu verbessern. Also wir können als Haier Lützburg extrem glücklich schätzen, dat man an engem Land lewen, wo Naturschutz an der wohl so heich geschrieben ass, an mir Bauern Haier Lützburg mir produzieren ohne denen Konditionen. Und als Konsumateur kann man es immer nimmen dann unterstützen, an dem sie noch die Produkte käft, so dass wir an diese Konditionen, wie wir sie im Moment tun, können weiterschaffen. Zusätzlich kann der Konsumateur sich immer vergewissern, mit seinen eigenen an, wie wir produzieren. Und ich meine, mehr in großer Sicherheit kann ich nicht tun. Direkt auf der Platz zu sehen, was läuft. Besonders für Produktionen, an denen Skandaler von den Multinationalen am Ausland sich hefen, können darum, dass der Konsument versteht, dass nicht immer den Preis geguckt wird, wenn er sich für ihr Produkt entschied. An der Nieft gibt der Bauern noch viel helfen, wenn nicht immer Filetstecker zu Lützeburg konsumiert werden. Aber weil die alten Rezepte immer mehr vergessen geraten, gibt es da keine großen Illusionen. Schwein as ganz, dat heißt, wenn die Schwein geschlecht geht, dann ist alles drin, Kap, Face. Heute zuletzt beschummer wat hauptsächlich konsumiert gibt, das eben Koteletten, das Ham, das die Edelstecker so nicht. Ne? Mit der Rest muss auch wohin, und dafür haben wir am Anfang viel Export von den Stecker, die heute nicht konsumiert gehen. Aber wir importieren, ich meine, letztlich ist defizitär an der Schwenksproduktion mit knapp 64% Egeversorgung. Und dadurch importieren wir natürlich auch viel Edelstecker aus anderen Ländern heran. Und dafür könnte die ganze Export-Import-Situation die nicht zu verhindern. Am Endeffekt geht es bei dem Ganzen auch um die eigene Identität. Bewusstsein, dass Lützeburg noch immer einen ruralen Background hat, den unbedingt muss erhalten gehen. Und dafür dürfen noch die traditionellen Betriebe nicht verschwinden. Wir sind, scheierhaft zu feiern, bei der Familie Wessen, die als Milchproduzenten auch über den Weg von der fairen Milch auf die Leute zählt, die bereit sind, ein paar Cent mehr für ihr Produkt zu bezahlen. Weil nur so kann die Zukunft von unseren Betrieben langfristig gesichert gehen. Und das sind Familienbetriebe, die all der für ihren Beruf schaffen, die leben für ihren Job. Und da stehen auch natürlich Generationen dran, die die Betriebe wollen überholen. Und das ist ganz wichtig, dass die Leute unterstützt werden. Der Markt dezidiert, das ist nicht neu. Wir am Laufe der Jahre also auch Doffer für verschiedene Produkte mehr groß gehen. So sie gehen an der Lützeburger Landschaft, dass keine Seelenheit mehr. Wie auch heute zu Grimmlicht, wo die Familie Gillen an den Melkstand für Gessen investiert hat, den hier Milch zu Käse und zu Joghurt verschafft wird. An der Käserei Haf selber, die selbstverständlich auch alle Hygienenormen muss erfüllen. Aber bis jetzt geht der Businessplan auch ab. Und wir sind seit 2 Jahren unterwegs und letztes Jahr kommen wir auch an den großen Supermarché, was alles dann noch gewesen hat, dass als Produkt gut erkennt bei den Leuten und wir das auch brauchen, weil für dann eben den Stall zu modernisieren und das Wohl von unseren Gästen sicherzustellen. Und das ist auch wichtig für die Kleinbauern, dass die auch unterstützt werden. Alles in allem sind das just weiter Beweise, dass der Konsument selber die Zukunft von der Lützeburger Landwirtschaft mitbestimmt. Lokal und an der Saison kaufen, arrangiert dafür jeder.